Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute machen der Flick, die Fanian und die Appa ein kleines Fest mit anderen Munds zusammen. Sie trinken und essen und schlafen dann auch miteinander ein. Dabei spüren sie, wie schön das es ist, mit Freundinnen und Freunden Zeit verbringen. Also, dann machst du dir jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da, im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland läuft die Zeit anders als an anderen Orten. Im Schlummerland gibt es nicht so etwas wie ein Jahr oder ein Monat. Im Schlummerland zählt niemand die Tage, die vergehen. Alle Wesen, die hier wohnen, erleben jeden Tag so, wie wenn es der erste und gleichzeitig der letzte wäre. Alle Wesen wissen, dass sie es nicht beeinflussen können, wie viel Zeit dass sie haben im Schlummerland. Wenn eine Pflanze im Schlummerland anfängt zu wachsen, kann es sein, dass sie nach ganz kurzer Zeit von einem Tierli gegessen wird. Es kann aber gerade so gut sein, dass aus dieser Pflanze ein Baum wird, wo irgendwann der älteste Baum im ganzen Schlummerland ist. Auch die Munds kennen keine Zeit. Sie schlafen, wenn sie müde sind, und sie sind wach, wenn sie Lust haben, um etwas zu unternehmen. Munds, das sind freundliche, gemütliche Wesen, etwa so gross wie ein kleines Menschenkind und mit einem oft sehr farbigen, zottligen Fell. Die Munds bestimmen selber, wie sie aussehen, mit Hilfe von ihrer Zauberkraft. Wenn also ein Munds am Morgen verwacht, dann kann er einfach mit dem Finger 3-mal auf seinen Bauchnabel klöpfeln und schon verändert sich seine Haarfarbe oder auch die Länge. Im Schlummerland gibt es keine Fester, die immer an einem bestimmten Tag stattfinden. Aber Fester gibt es natürlich. Sogar ziemlich viel. Zum Beispiel das Lichterfest. Da kommen ganzen Haufen Munds zusammen und schauen den Glühwürmchen zu, wie sie durchs Land schweben. Das Fest passiert von allein, einfach dann, wenn die Glühwürmchen leuchten. Wenn ein Munds Lust hat, um ein Fest zu machen, dann macht er das. Allein oder mit anderen zusammen. So zum Beispiel die Munds, Flick, Fanian und Appa. Der Flick und Fanian sind 2 Mundsfreunde, die sehr gerne Sachen miteinander unternehmen. Sie sind etwa gleich alt. Das heisst, sie wohnen ungefähr gleich lang schon im Schlummerland. Die Appa hingegen ist eine Mundsfreundin, die schon vor viel, viel länger im Schlummerland auftaucht ist. Ihres Zuhause hat sie unter der Erde, zwischen den Wurzeln von einem grossen, starken Baum.
Dort lebt sie in einem grossen, gemütlichen Raum. Die Wände hat sie dunkelgrün und rostrot gestrichen und überall hängen Zeichnungen an der Wand. Zudem brennen überall im Raum Lämpchen, wo alles in ein weiches, gemütliches Licht taucht. Im runden Raum, wo die Appa drin wohnt, ist auf der einen Seite der Platz zum Schlafen. Ein Lager an bequemen, farbigen Küssen aus Decken und Fellen. Auf der anderen Seite vom Raum ist der Appa ihre Küche. Die besteht aus einem flachen Stein, wo die Appa einmal Teig drauf knettet, und einem kleinen Ofen. Geheizt wird der Ofen mit Hilfe von einem Feuer, wo fröhlich vor sich anknistert. Ein Chemie braucht der Ofen nicht. Die Appa hat das Feuerli nämlich so gezaubert, dass kein Rauch entsteht. Die Appa wirbelt sehr gerne in dieser Küche um. Sie findet nämlich Kochen und Backen etwas vom Schönsten, was es gibt. Oft macht sie ganze Menüs für sich allein, aber manchmal lädt sie auch andere Munds zu sich ein. Heute sind auch der Flick und die Fanian bei ihr. Die drei haben nämlich etwas vor, und zwar wollen sie ein Fest machen. Eine Nacht, wo alle Munds vorbeikommen können, die wollen. Einen Namen hat das Fest nicht, und es gibt auch keinen speziellen Grund, warum sie das heute machen. Oder mal, der Grund ist einfach, dass sie Lust drauf haben. Weil die Appa, der Flick und die Fanian keine Einladungen verschickt haben, sondern die Nacht ja für alle soll sein, die kommen wollen, haben sie beim Eingang von der Appa ihrer Höhle eine kleine Laterne aufgehängt. So weiss ein Mund, der oben vorbeiläuft, dass man da reinkommen kann und es ein Fest gibt. Es ist eine Laterne mit einem roten Kerzchen drin. Das heisst bei dem Mund so viel wie «Da gibt es zu essen und zu trinken. Da kann man reinkommen.» Ein paar von diesen Laternen haben der Flick, die Fanian und die Appa auch am Rand der Wägli aufgehängt, die in der Nähe vom Höhleneingang durchgehen. Es sind kleine Wegweiser für die Munds, die einen Abendspaziergang machen. So sehen die gerade, dass da etwas los ist. Unten in der unterirdischen Stube sind der Flick, die Fanian und die Appa am Werkeln. Die Appa backt gerade einen Kuchen aus Honig und Anissamen. Die Sämli kommen von einer grünlichen Blume mit ganz vielen kleinen Blüten dran. Die Blüten pflückt Appa vom Stiele weg und drückt dann die Sämli aus ihrer Schale. Sie vermischt die weichen braunen Sämli mit Honig und anderen Zutaten, so dass ein fluffiger Kuchenteig entsteht. Sie füllt ihn in eine runde Form und stellt ihn in einen warmen Ofen zum magischen Feuerli. Es geht nicht lang, da strömt ein feiner Geruch durchs Ofentürli. Süß und würzig. Die Fanian ist gerade mit dem Trinken beschäftigt. Sie macht in einem grossen, runden Kessel kristallklares Quellwasser warm. Der Kessel steht auf einem Stein über dem Ofen und wird so schön gleichmäßig von unten angewärmt. In der Hand hat Fanian ganz einen Haufen verschiedene Blätter. Grüne, weisse, sogar bläuliche. Die einen zäckelt, andere ganz rund. Es sind Kräutchen, die sie im Wald und auf der Wiese gefunden hat. Sie rührt eins nach dem anderen ins warme Wasser
und die Flüssigkeit wird mit jedem Blättchen ein bisschen grüner. Zum Schluss legt Fanian noch ein kleines, zimtfarbiges Stück Rinde in Sud und ein paar leuchtig violette Blütenblätter. Der Flick ist unterdessen dran, die vielen Küsse, Decken und Polster von der Appa ihrem Schlafplatz ein bisschen im Raum zu verteilen. So, dass alle Munds, die an ihr Fest kommen, genug Platz zum Sitzen oder Liegen haben. Der Flick büschelt gerade ein oranges Küssi so an, dass man bequem drauf sitzen kann. Da kommen 2 Munds rein, die der Flick noch nie gesehen hat. Der eine hat weisse Haare und lustige Lachfältchen um die Augen. Der andere hat nur sehr wenig Haar im Gesicht und lange schwarze Wimpern und ein farbig schimmerndes Fell. Die beiden Munds suchen sich ein Plätzchen und Fanian bringt ihnen eine Tasse von ihrem Kräutertee. Die Munds strahlen und machen beim Trinken die Augen zu. So fein ist es. Die beiden Munds heben ihre Schäleli mit dem Trinken in der Hand und schwätzen leislich miteinander. Die Fanian hückelt zu den beiden an und hört zu. Ganz viel erfahrt sie so beim Miteinanderreden. Wo sie wohnen, von welchem Teil vom Schlummerland sie kommen und wie die beiden miteinander verwandt sind. Sie tauschen sich darüber aus, was ihnen freut und was sie traurig macht, was sie das letzte Mal gezaubert haben und was ihr Lieblingsessen ist. Auch die Fanian erzählt und sie spürt, wie ihr die beiden Munds vertraut werden, wie sie zu neuen Freunden werden. Nach dies nach kommen immer mehr Munds in den Raum, junge und alte. Solche, die den Flick oder die Fanian kennen und andere, die sie erst jetzt kennenlernen. Die Fanian gibt ihnen Tee und Tappa von ihrem frisch backnigen Honig-Aniskuchen. Und der Flick macht zmitzt in den Küssi am Boden Musik. Er trümmelt auf einem kleinen, ausgehöhlten und getrockneten Kürbis, ein Instrument, das er selber gebastelt hat. Der Flick ist ganz vertieft in die Musik. Seine Hand klopft wie von allein aufs Instrument. Alle Munds machen, nach was ihnen der Sinn steht. Die einen reden miteinander, andere sind still und schauen im Raum um. Die einen Munds bewegen sich im Takt der Musik. Gewisse sitzen einfach ruhig und im Schneidersitz da und hören zu. Jeder und jede darf da genau so sein, wie er oder sie sich wohlfühlt. Laut sein, leislich sein, aufgeweckt oder müde. Alles hat da seinen Platz in der Höhle der Appa. Es gibt auch Munds, die sich schon abgelegt haben auf den Boden und schlafen, getragen von den Klängen und umgeben vom süßen Kuchenduft und dem würzigen Dampf vom Tee, der auf dem Herd steht. Auch die Fanian und die Appa sitzen auf dem Boden in der Küsse, umgeben von Munds, wo sie zum Teil vorher noch nie gesehen haben. Und doch sind sie jetzt alle miteinander befreundet und verbunden in dem Raum unter der Erde, im Bauch vom Schlummerland. Die Fanian spürt den warmen Körper der Appa neben sich und sie schaut den anderen Munds rundum ins Gesicht. Einem nach dem anderen.
Jede und jede Munz hat ganz einen eigenen Ausdruck auf dem Gesicht. Jeder hat seine eigene Geschichte. Die einen wohnen in den Bergen, andere im Wald oder am Meer. Die einen sind abenteuerlustig und gewundrig, wieder andere schüch oder vorsichtig. Die Fanian merkt, wie es ihr Herz wärmt, all die Munster zu sehen und zu schmecken und zu spüren. Jeder einzelne Munz schmeckt nämlich auch etwas anders. Der eine mehr nach Moos, der andere mehr wie Schnee am Morgen oder wie ein Holzscheitli in einem kühlen Feuer. Alle kommen von einem anderen Ort. Und jetzt sind sie alle zusammen da. Die Fanian schnauft die Vermischung von diesen verschiedenen Gerüchen ein. Munz, Kuchen, Tee, Freundschaft. Zusammen sein. Wie schön das es ist, denkt sie. Es braucht so wenig. Man kann einander einfach einladen, sich zuhören und zu trinken und zu essen teilen. Und schon wird aus einzelnen Munz eine Gemeinschaft. Ein Freundeskreis, eine Familie. Sie schaut ihren Freund Flick an, wie er spielt, und sie merkt, wie sein Spiel immer langsamer wird. Wie der Flick müde wird, so, dass er sich schlussendlich ableitet auf den Rücken, sein Kürbisinstrument auf dem Bauch. Auch die Appa ist abgelegen. Auf ihrem Gesicht liegt ein zufriedenes Lächeln. Ein paar Munz sitzen und heben sich an den Händen. Die meisten aber liegen jetzt einfach da, für sich und trotzdem verbunden, in dem warmen Raum voller Munzfreundinnen und Freunde. Der Flick hört auf zu trümmeln. Die Lichtli an der Wand vom Raum flackern, nur noch ganz fein und das Feuerli im Ofen knistert leislich. Auch die Fanian schläft ein, umgeben von dieser neuen, wertvollen Familie aus Munz.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und Fanian schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein